Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2016. Wir sind wieder zurück. Wir haben einen weiteren Grand Prix in Bahrain jetzt und ja, das ist jetzt gerade die Aufnahme nach Australien. Australien war eigentlich okay gewesen, wir hatten ein sehr gutes Qualifying gehabt, aber beim Rennen haben wir dann den Start voll vergamet gehabt. Und ja, dann nachher, jetzt habe ich meine Brille aufgetan, aber gleich Brille an, perfekt. Und jetzt hat er nie erlebt. Egal, wir sind jetzt da und tun jetzt mal in den Laptop hineinschauen. What the fuck. So, und ja, Updates können wir nicht machen momentan. Wir haben jetzt aber Männer überholt mit diesem Update. Das Auto ist 6 Kilo leichter geworden mit dem letzten Update. Das ist schon mal sehr gut, sage ich mal. Und jetzt müssen wir einfach weitere Updates machen. Ich mache jetzt weitere Trainingseinheiten. Ich gehe jetzt auch gerade zum ersten Training. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder im Qualifying hier in Bahrain. Ich bin gespannt, wie wir werden abschneiden. Bahrain ist ja dann schon wieder eine Strecke, die mir ein bisschen besser liegt als Australien. Und ob ich dann eventuell müsste noch KI aufnehmen. Ist auch nicht schlecht. Wir sind in F1 2016, sehe ich gerade. Und erstes Rennen, 30.11.2022. Perfekt. Also, wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Let's go. So, also herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir sind jetzt hier ja, in Bahrain und versuche jetzt schnell die Zeit rauszufahren. Und ich müsste eigentlich Fahrhilfen, Renneinstellungen. Ja, müsste es aufnehmen. Also es ist ja so, ich bin auf Pole gefahren, oder beziehungsweise auf Pole gefahren. Ich habe die schnellste Zeit gemacht im Training. Ich schaue jetzt mal, was im Qualifying möglich ist, aber ich muss wahrscheinlich aufnehmen auf Expert, weil es ist doch ein bisschen zu einfach, für das, dass ich in einem sauber hocke und eigentlich das zweitlangsamste Auto bin. Darum, ja, ich muss es aufnehmen. Setup so weit eigentlich okay, nicht weltbewegend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Auto rutscht einfach um wie Hölle, aber ja, es ist auch, es ist eigentlich gegangen. Wir fahren mal raus und wir probieren mal eine schnelle Runde zu machen. Let's go. Boah, okay. P2, aber ich muss sagen, ich habe Windschatten bekommen auf dem Button. Und das hat Tour eingeschenkt. Das hat brutal eingeschenkt. Ich hatte DRS und Windschatten auf dem Button. Also der hat mir dort recht gut geholfen. Und darum eine Bombenzeit aushauen. Also ich fahre jetzt auch gar nicht mehr, weil das lohnt sich nicht. Ich würde sagen, wir gehen gerade über ins Rennen. Let's go und schauen wir mal, wo wir landen am Schluss. P2, okay. Wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Okay. Rosberg. Das wird ja, sehr spannend worden. Also ich muss unbedingt aufnehmen auf Meisterschwierigkeitsstufe, weil sonst ist es echt ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. So, mal schauen, ob ich das gerade hier machen kann. Ich kann das nicht mal hier einstellen. Wieso kann ich das nicht zwischen den Sessions ändern? What the fuck? Ah, okay. Ja, dann gehen wir halt ins Rennen. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole. Wir schauen sie gleich noch schnell an. Sauber. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Also Vettel, Verstappen, Lewis Hamilton und Raikkonen. Ricciardo, Sainz Junior, Perez und Jensen Button. Massa, Bottas, Danny Quert und Hülkenberg. Gutierrez, Grosjean, Fernando Alonso und Kevin Magnussen. Palmer und Haryanto. Markus Eriksson und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. So, also, wir sind am Grid und wir schauen reinschauen. Die Strategie, Runde 4 gehen wir mit Boxen und holen uns Softs. Und wir sind jetzt auf den Super Softs und 15 Runden Sprit nehmen wir mit. Ja, das ist gut, dann können wir ein bisschen fettgemischt fahren. Let's go. Also Start ist nicht so mies. Ja, ich habe gesehen, von 2 Red Bull. Woo! Okay, wir sind Dritte. Ich weiß nicht, ob für etwas geht.
bin recht am Sliden hier mit den Reifen noch. Boah, das Auto unterstützt Huren beim Anbremsen. Ich spare mir das Fettgemisch für zum Verteidigen. Hamilton kommt vorhin jetzt. Okay, dann gehen wir auch mal am Rosberg vorbei. Ja, ich muss unbedingt aufnehmen auf Expert. Oh, ich glaube, wir haben das berührt. Oh, das war jetzt gut gewesen. Ups, so bin ich ein bisschen langsam reingefahren. Aber wir gehen besser jetzt schon die Mediums holen. Mediums Softs. Das sind Super Softs, das ist so verwirrend. Und schauen wir mal, was wir jetzt können rausholen. Also früher war das immer der Option-Reifen und der andere war der Prime. Okay, es sind ganz viele in der Box, sehe ich gerade. Okay, wir haben die schnellste Runde mal rausgeholt. Ricciardo, okay, wir fahren vor dem Ricciardo wieder raus. Oder fahren vor ihm durch. Ja, jetzt. Oh, ich hatte DRS, what the fuck? Das ist noch ein Männer, nicht ein Marussia. Es ist jetzt schon schneller auf der Gerade. Aber beim Kurven anbremsen, bremsen sie einfach viel zu früh ab. Ah, da ist Fiat mit seinem Problem am Auto. Da fliegen wir uns jetzt mal ein bisschen durch. Oh, jetzt sind wir schnell gewesen. Fuck. Wie ein F1 2022 KI. Also viel schneller, der hat sogar DRS, also der hat wirklich irgendwie einen Schaden. Aber die bremsen sau früh ab. Holy shit. Almer für uns. Und jetzt müssen wir rein theoretisch eigentlich hinter dem Hamilton bleiben. Dass wir könnten mitziehen im Windschatten oder so. Und ich glaube, es ist der Fiat. Hat immer noch das Problem am Auto. Blue flags, blue flags, blue flags, blue flags, blue flags, blue flags, blue flags. Oh, Nico Rosberg hat noch gewonnen. Was? Hat er den Vettel einfach noch geholt? Okay, wir sind aber P4.
Ja. Leistung, mein Freund. Wirklich beeindruckend. Am Anfang des Wochenendes war ich noch ein wenig besorgt, aber du hast es geschafft. Danke sehr. Wieso ist er besorgt? So ein Bastard, Alter. Wir haben eine gute Leistung abgeliefert. Hä? Was labert der? Okay, Okay, wir sind P4 geworden und sind in der Fahrerrangliste P8 und Konstrukteur sind wir jetzt auch P5. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber eben, wir müssen auf Experten gehen, weil ja, es ist doch ein bisschen zu einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und da Rivalität, da schenkt uns natürlich jetzt auch wieder brutal ein. Und ja, da sind wir jetzt 2 Punkte davon weg. Und kriegen da wieder diverse Punkte über, sehr gut. Über uns ist schon das Feuerwerk, so wie es aussieht, weil es da leuchtet irgendwie so rot, beziehungsweise irgendwie das Gefühl, die Raketen explodieren einfach gerade über uns. Es gibt gar keine Explosionen. So, also wir gehen mal hier in den Laptop rein und wir checken hier mal kurz ab, ob wir jetzt etwas weiterentwickeln können. Das ist auch so und ich würde sagen, dass wir gerade Abtrieb machen, weil das ist am wichtigsten, glaube ich, dass wir da ja, ein bisschen einfach chassistechnisch ein gutes Auto haben oder auch aerodynamisch ein gutes Auto haben. Das ist für den Anfang bitter. Der Motor ist eigentlich von Ferrari, der sollte ja nicht einmal so schlecht sein. Aber einfach, dass wir aerotechnisch ein bisschen besser dastehen. Aber ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von dieser heutigen Episode in F1 2016. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und eben, wie gesagt, wir machen jetzt die 16er-Saison und gehen dann nachher über die 17er, 17er-Game rein und machen die 17er-Saison. Also wir gehen wirklich Jahr für Jahr weiter mit den Fahrzeuggenerationen. Oder das Feuerwerk explodiert wirklich sehr, sehr tief. Also es wird sehr, sehr spannend werden und wird auch sehr lustig werden, denke ich. Darum gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und eben auch gerne das Video bewerten und auch gerne das Video teilen. Ihr wisst Bescheid. Und ja, dann sehen wir uns wieder am nächsten Grand Prix. Das soll, glaube ich, China sein, wenn es mich nicht täuscht. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gesehen habe. Aber da, China, genau. Nachher kommt schon Russland. Ja, China, mal schauen. Wie das so wird dort, ist jetzt eine Strecke, wo man so lala liegt. Plus wenn wir dann nachher noch auf Dings raufgehen, auf Schwierigkeit auf Meister nehmen, dann könnte es vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Aber wir schauen mal, wie das so wird. Wie gesagt, wir sehen uns wieder in China und bis dann wünsche ich euch ein ganz schönes Tag noch. Macht's gut und ciao.